musst denken darüber. Weil ich bin sogar zufrieden, wenn ich Blödsinn mache. Versteht's? Und wenn du zufrieden bist, wenn du Blödsinn machst, kommst du aus dem Glück gar nicht raus. Das ist ganz wichtig. Das ist eines der größten Geheimnisse für Glück. Ich habe in Graz einmal einen Unfall gehabt. Habe ich ja so einen Stopptopf übersehen. Ich weiß nicht, wer den hingestellt hat. Auf jeden Fall habe ich es nicht gesehen und ich habe so ziemlich einen Totalcrash gehabt. Das war damals plus minus 30.000 Springen Schaden. Dann steht dort, dann kommt eine ältere Frau, die hat mein Auto gefahren. Die hat gesagt, das ist ein schönes Auto, aber sehr kaputt. Wenn das gehört, habe ich gesagt, mir. Ich sage, warum sind Sie dann so glücklich? Sag ich, immer wenn mir was Schlechtes passiert, kommt dann was ganz Gutes nach und ich freue mich schon aufs Gute. Und wenn es so pusht, muss was ganz Besonderes kommen. Und ich war glücklich. Ehrlich. In den nächsten Wochen habe ich ungefähr das 10-fache wieder verdient, was der Unfall gekostet hat. Hätte ich da aber geweint und traurig, weil ich noch schlecht wäre, hätte ich ein Jahr braucht, bis ich das Geld zurückkomme. Das müsst ihr lernen. Ihr müsst lernen, in schwierigen Situationen trotzdem die Freude nicht zu verlieren, weil wenn wir ehrlich rückblicken in unser ganzes Leben, haben die schwierigsten Zeiten uns am meisten gebracht. Weil verdammt nochmal schwierige Zeiten kommt, wenn ich dann noch mehr vorwärts gehe und noch mehr Erfolg habe. Wenn ich keine Angst mehr habe vor schwierigen Problemen, dann frei bin, wenn es kommen und von dort weg bin ich frei. Und dieses Freisein ist das Wichtigste. Nie die Menge des Geldes. Ich kenne Leute, die haben das vielfache Einkommen von mir und haben gar kein Glück. Und ich bin dankbar in meinem Leben, ich habe durch den Radsport natürlich mehr Geld verdient, als ich Zeit gehabt habe auszubilden. Also ich immer mehr Geld gehabt und dann irgendwann ist einmal was schiefgegangen in meinem Leben und ich war 3 Jahre wirklich bankrott. Aber komplett. Weil ich einfach gewohnt war, so viel auszugeben und auf einmal ist nichts reingekommen. Und dieser Zeit bin ich dankbar. Warum? Weil jetzt bin ich vollkommen unverwundbar, was Geld betrifft, weil ich gelernt habe, wenn ich absolut nichts habe, hat das auf mein Glücklichsein keinen Einfluss. Ich war in diesen 3 Jahren sicher glücklicher wie 99% aller Millionäre auf der Welt. Und da habe ich kapiert, wie unwichtig Geld ist. Und das heißt nicht, dass ich damit sage, aber jetzt mache ich wieder eins. Es hat nur keinen Druck mehr. Und ich habe keine Angst, das zu verlieren. Aber wenn es weg ist, ändert es an mein Glück. Es ist nur Geld. Aber es gibt Menschen, denen ist Geld so wichtig, wenn sie ein bisschen was verlieren, sind schon selbstmordgefährdet. Es ist völlig egal, wie viel wir haben. Geld hat nur eine Aufgabe, mir Glück zu bringen, mir Freude zu sein. Das kann sein, indem ich anderen Menschen helfe. Das kann in vielen Bereichen kann ich das einsetzen. Ich kann mir selbst helfen. Ich brauche Geld, um überhaupt jemandem helfen zu können. Das ist wichtig, weil sich viel bei jeder Kleinigkeit eingeengt. Ich kann sogar eine Belastung für meine Umwelt sein. Deswegen ist es wichtig, daran zu arbeiten, auch wirtschaftlich was zu haben. So wie der Robert Zocker, das ist nicht gut, wenn man keins hat. Geld ist nicht schlecht. Aber wenn ich keines habe, wird es ein Problem. Ich werde ein Problem für meine Umwelt. Das möchte ich nicht. Ich möchte frei agieren können. Einfach frei. Wie viel ich habe, ist mir egal, weil ich werde es immer ausgeben. So kein Wert. Gibt es immer aus und macht Freude, für das ist Geld da. Aber was ist das Schöne? Dass ich in einer Arbeit tätig bin, wo jedes Monat das Gleiche kommt. Das ist nicht ehrlich, was ich jetzt gesagt habe, weil es kommt nicht das Gleiche, es kommt immer mehr. Weil die Flasche ist bei 20.000 Leuten jedes Monat leer. Und das Produkt ist so gut, dass es der Großteil von denen wieder haben will und ein Teil von denen bringt wieder neue dazu. Das ist ja schön. Und wir lernen sozusagen ein Netzwerk aufzubauen von Kommunikation. Aber der Hauptwert ist immer noch, die wertvollen Menschen, so wie sie ja hier im Raum herinnen sitzen, kennenzulernen, verstehen zu lernen und dadurch selbst wieder zu wachsen. Das ist die Hauptbezahlung, nicht das Geld. Und das geht nur in dieser Branche. Stell dir vor, du bist das ganze Leben in einem Büro oder in einem Geschäft eingesperrt. Und ich hoffe, euch da einige Aspekte gegeben zu haben. Zum Abschluss möchte ich nur noch sagen, nützt die Kraft der nächsten Meeting. Bitte die Datum, so wie jetzt nicht genau im Kopf vom 24. Innsbruck, 25. Salzburg. 24. Starter Innsbruck, 25. Salzburg. Bitte nützt die Möglichkeit, vielleicht sogar selbst hinzukommen, um noch mehr gefestigt zu werden und nützt vielleicht die Chance,
dort schon selbst Leute hinzuschicken von euch, weil das ist dann euer zukünftiges Unternehmen. Wir haben hier in Graz vom Lexi-Startup jemand von Hamburg kommt und der baut jetzt schon groß auf. Also wenn es Leute bereit sind, beinahe 1000 Kilometer zu fahren, dann wird wohl wer die 100 Kilometer nach Salzburg oder Innsbruck fahren. Wenn es ihm wichtig ist. Das ist klar. Und ihr werdet es besser. Und das Wichtigste ist es, euer Team muss noch hin. Ein absoluter Pflichttermin. Für jeden und sogar für jeden Kunden von euch ist der 28. Mai in Wien. Da gibt es ja einmal eine Diskussion darüber. 6 Jahres-Convention in Las Vegas waren bis jetzt, ich war auf allen 6. Jetzt haben wir eine Convention, Europa-Convention, direkt in Österreich erstmals. DK Torito wird erstmals persönlich in Österreich sein. Und das wollen wir live sehen und hören. Nur, dass wir die Energie übernehmen und den dann für unsere weitere Wachstum verwenden. Und nur wenn ich in Pausen mit ein paar Personen spreche. Einer meiner erfolgreichsten Mitarbeiter